Skaten, Leute. Schöne Grüße aus Vegas. Heute ist Mittwoch. Die Müllabfuhr ist gerade da. Jeden Mittwoch, könnt ihr euch merken, kommt in Vegas die Müllabfuhr. Meine Frau und die Kids, die sind schon in der Garage. Ein bisschen Workout. Ich stoße jetzt auch dazu. Ja, ein bisschen fit halten. Und dann geht es gleich auch schon ab zum Strip. You know who bought me this? Oma. Yeah. Do you remember the other day? I like that. Mhm. Boah Leute, richtig geiles Wetter. So diese Zeit, Oktober rum, ist immer die geilste Zeit vom Wetter her. Da vermisse ich manchmal das Motorradfahren, muss ich ganz ehrlich gestehen. So Leute, ich stehe schon auf der Liste. Maria, ich werde nur versuchen, einen besseren Tisch zu bekommen, damit wir auch auf jeden Fall vloggen können heute. Und falls der Typ nochmal auftaucht, dann müssen wir tatsächlich Casinos wechseln. Ja, jetzt geht es aber erstmal Frühstück. Wie ihr wisst, skippe ich Eier. Dafür gibt es jetzt Steak. So Leute, ab zum Strip. So, erstmal für Good Luck immer Hallo sagen. Letztens ist ein Vlog hochgeladen mit Fabis neuem Licht da. Und seitdem fragt jeder, ob er einen YouTube-Channel hat. Aber der Fabi hat noch keinen YouTube-Channel. Aber auf Instagram finden die dich. Ja, ja. Instagram, Facebook. So, wie ist dein Channel? Fabian Medani oder? Nur mein Name, Fabian Medani. Da habt ihr das, Leute. Kein YouTube, aber Instagram folgen. Wenn ihr nach Hypotheken sucht und ihr wollt nach Amerika ziehen oder einfach nur hier in Amerika was investieren, einfach mich kontaktieren. Das mache ich. Nämlich für alle Leute, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, auch aus anderen europäischen Ländern, kann ich euch auf jeden Fall was. So Leute, ab zum Poker Room. Wie ihr wisst, heute sind wir undercover unterwegs. Also, psch. Session im Aria mit einem Plus von, wie viel haben wir überhaupt plus gemacht? Mit einem Plus von $1034 beendet. Es gab eigentlich nur eine Keyhand und zwar war das Kings gegen weiß was ich was. Ich sitze am Button mit Königen. Open Raise, das ist eine 5-10, also 2-5-10 Hand. Open Raise 25, kriegt einen Call am Big Blind. Straddler folded, Flop kommt Dame, 10 noch was. Er check raised. Ich re-raise auf 325 und er call. Turn kommt noch eine 10. Er hat jetzt noch mal so, ich weiß nicht, so $400 dahinter oder so. Aber er hat niemand eine 10. Der callt mit der 10 nicht mehr am Flop. Und stell halt all in. Er callt. River kommt noch eine 10 jetzt. Und ja, ich drehe die Könige um und die Könige sind gut. Also ich gehe davon aus, dass er Ass Dame hatte oder so. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich geparkt habe. Das war ein voller Double Up da in der Hand. Das war ganz lecker und bis dahin war ich die ganze Zeit so $100-200 plus die ganze Zeit. Es ging immer so rauf und runter, aber die ganze Zeit irgendwie so, ja, mein Stack war die ganze Zeit so bei 1100. Eigentlich wollte ich heute noch mit dem Fabi essen gehen, wir wollten Persisch essen gehen, aber der Laden hat heute zu, also können wir das auch nicht machen. Ich erinnere mich gerade an einen Kommentar, was ich aus Versehen gelöscht habe. Ich habe geantwortet und dann wollte ich meine Antwort bearbeiten und das ging dann nicht. Dann wollte ich meine Antwort löschen und dann neu antworten und dann habe ich aus Versehen die ganze Antwort gelöscht. Und jedenfalls war die Frage irgendwie so, kannst du überhaupt davon leben, wenn du in jeder Session erstmal immer down bist?
Oder irgendwie sowas. Also, dass ich erstmal in den Vlogs davon berichte, dass ich erstmal immer down bin und dann irgendwann bin ich plus. Das ist aber leider meistens so. Also, wenn man von Anfang an im Plus ist, also dass das von Anfang an gut läuft, dann läuft man einfach mega gut. Es kommt super selten vor, dass man ja, von Anfang an dann irgendwie einfach jede Hand gewinnt und so. Man ist am Anfang immer irgendwie $100-200 down und deswegen spielt man dann halt den ganzen Tag da. Und am Ende ist man dann hoffentlich irgendwie plus. Jetzt aber 2 schöne, leckere Plus-Session hintereinander gehabt. Wird auch mal Zeit, Leute. So Leute, jetzt passiert leider nicht mehr viel. Wir wollten ja eigentlich noch essen gehen. Das können wir vielleicht morgen nachholen. Hoffentlich, ja, also morgen hat der Laden auf, aber ich weiß nicht genau, wie das mit den Zeiten passt, weil meine Frau muss heute Nacht noch um 3 Uhr arbeiten gehen. Und dann verschiebt sich alles immer. Dann kann ich nicht so früh weg von zu Hause morgen. Also müssen wir die Session später starten. Wir werden uns aber auf jeden Fall morgen wiedersehen. Fresh zum Grind im Aria. Hat heute ganz gut geklappt eigentlich mit dem Film. Ich konnte mich schön hinterm Dealer verstecken. Der Nimi hat auch gestern einen Vlog hochgeladen mit Aria, Chips und so weiter. Also der soll sich mal nicht so anstellen. So Leute, ab nach Hause. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen abonnieren.